Das Stille, meine Damen und Herren, ich bin Sonam Hamo und herzlich willkommen zu Tibet diese Woche, den wöchentlichen Nachrichten dieser Woche zu Tibet, seiner Heiligkeit im Dalai Lama und der tibetischen Zentralverwaltung. Schauen wir uns als erstes die Schlagzeilen an. Seine Heiligkeit der Dalai Lama gratuliert dem neu gewählten mongolischen Präsidenten. Kanadische parlamentarische Freunde Tibets veranstalten Tibettv mit Sigyung Bimbatsering. CTA-Präsident bekräftigt Engagement für eine beidseitig vorteilhafte Lösung des sino-tibetischen Dialogs. Masseninfektion. 66% der Tibeter in Indien gegen Covid-19 geimpft. UN-Experten kritisieren China wegen erzwungener Organentnahme bei Tibetern, Uiguren und anderen Gefangenen. Schweizer Parlamentarische Gruppe für Tibet trifft sich, um Aktionspläne zu besprechen. Tschechischer Senat verabschiedet Resolution, die zum Boykott der Olympischen Winterspiele 2022 in China aufruft. EU-US-Gipfel thematisiert Chinas Menschenrechtsverletzungen in Tibet. Tibet House Japan hält Online-Treffen mit tibetischer Gemeinschaft in Korea ab. Repräsentant Murdup Tsering vom Tibet-Büro in Washington D.C. nimmt an Kranzniederlegung an der Gedenkstätte für die Opfer des Kommunismus teil. Am Freitag letzter Woche gratulierte seine Heiligkeit der Dalai Lama seiner Exzellenz Ugna Kudelsuk zu seiner Wahl zum Präsidenten der Mongolei. In schöner Erinnerung an seinen Besuch des Landes schwelgend und mit warmen Erinnerungen an seinen Besuch des Landes wünschte seine Heiligkeit dem designierten Präsidenten viel Erfolg bei der Erfüllung der Hoffnungen und Bestrebungen des mongolischen Volkes. Sigyung Bimbatsering hatte sein erstes formelles Treffen mit den kanadischen parlamentarischen Freunden Tibets, während diese am Montag dieser Woche den Tibettv mit Sigyung Bimbatsering veranstalteten, um ihre Solidarität mit der tibetischen Sache zu demonstrieren und den neuen Präsidenten der tibetischen Zentralverwaltung zu ehren. Nach der Begrüßung von Sigyung Bimbatsering werden bei der Veranstaltung Diskussionen über den Ansatz des mittleren Weges, den sino-tibetischen Dialog und das Gesetz über den gegenseitigen Zugang zu Tibet geführt. Our idea is to introduce this, to realize, to optimize on the potential that we have of Tibetans around 25 different countries speaking the language, understanding the system, and working with leaders in those countries. So that will be a large Tibet advocacy campaign, Tibet advocacy group. Sigyung sprach über seine Vision einer globalen Lobbyarbeit für Tibet, eine der wichtigsten Prioritäten seiner Amtszeit. Der Parlamentsabgeordnete Arif Virani und 4 weitere Abgeordnete, Garnet Genuis, James Maloney, Larry Bucknell und David Sweet sowie der Repräsentant Murdup Tsering vom Tibet-Büro in Washington D.C. und Vertreter von tibetischen NGOs in Kanada nahmen an dem Treffen teil. Alle Abgeordneten versicherten, mit dem tibetischen Präsidenten zusammenzuarbeiten, um eine rasche Lösung des sino-tibetischen Konflikts zu erreichen. CTA-Präsident bekräftigt sein Engagement für eine beidseitig vorteilhafte Lösung des sino-tibetischen Dialogs. In einem Interview mit Josh Rogan von der Washington Post bekräftigte der CTA-Präsident Bimbatsering sein Engagement, dauerhaft eine für beide Seiten vorteilhafte und gewaltfreie Lösung des sino-tibetischen Dialogs zu finden. Während er sofortige Maßnahmen zur Wiederbelebung der ins Stocken geratenen sino-tibetischen Dialogs versprach, sprach Präsident Bimbatsering auch über seine Pläne, die internationale Öffentlichkeitsarbeit und die Lobbyarbeit zu stärken. I'm willing to explore all kinds of channels to reach out to the Chinese government. So it's quite early to talk about specific strategies or specific mention about specific channels that we may have or might look forward to have. But definitely we will be trying to seek a lasting, mutually beneficial, non-violent solution to the Tibet issue through the third way, as Karl calls it, or the middle way, as Buddhist calls it, or the Tibetans calls it, the middle way path or the middle way approach. Das Interview wurde von der National Endowment for Democracy organisiert. Dies ist das erste öffentliche Interview von Präsident Bimbatsering mit einem amerikanischen Journalisten nach seiner Verteidigung als Präsident der tibetischen Zentralverwaltung. Nach den neuesten Daten, die am Donnerstag dieser Woche eingingen, haben insgesamt mehr als 35.000 Tibeter, die in Siedlungen in ganz Indien leben, die Covid-19-Impfung erhalten. Das sind etwa 66% der gesamten tibetischen Bevölkerung im Land. Davon erhielten 26,3% die empfohlenen 2 Dosen des Covid-19-Impfstoffs
und 39,87% die erste Dosis. Von den Tibetern in Nepal sind insgesamt 1.437 Tibeter geimpft worden. Der Prozentsatz der Tibeter, die vollständig geimpft wurden, liegt bei 5,18%, während 15,92% der gesamten tibetischen Bevölkerung des Landes die erste Dosis erhalten haben. Unter der Leitung der tibetischen Zentralverwaltung haben zahlreiche tibetische Klosterinstitutionen, Nichtregierungsorganisationen und sogar Einzelpersonen die Impfaktion in tibetischen Schulen, Klöstern, Siedlungen und in Städten, in denen tibetischen College-Studenten verstreut sind, unterstützt. Nach seinem Amtsantritt leitete Sejong-Bimba Tsering eine Reihe von virtuellen Treffen mit den Siedlungsleitern von 41 tibetischen Siedlungen, um sich einen Überblick der Massenimpfaktion in den tibetischen Siedlungen in Indien und Nepal zu verschaffen. 12 UN-Experten haben China aufgefordert, ernste Besorgnis über Berichte von erzwungener Organentnahme zu äußern und eine unabhängige Überwachung durch internationale Menschenrechtsmechanismen zuzulassen. In der Pressemitteilung heißt es, die erzwungene Organentnahme durch China richte sich gegen Tibeter, Uiguren, Falun Gong-Praktizierende, Muslime, Christen und andere Gefangene, die oft willkürlich verhaftet wurden. Die Experten sagten, sie seien äußerst alarmiert über die glaubwürdigen Informationen, die sie von Inhaftierten erhalten haben, bei denen Bluttests und Organuntersuchungen wie Ultraschall und Röntgen ohne Zustimmung gewaltsam durchgeführt werden. Die 562 Seiten umfassende Urteil stellt fest, dass die mysteriösen Todesfälle von Tibetern in Haft auch Opfer von Organentnahmen sein könnten. Das Tibet-Büro Genf forderte China auf, den Forderungen der UN-Experten nachzukommen und unter anderem den Zugang zu unabhängigen Kontrollen durch internationale Menschenrechtsmechanismen zu ermöglichen. Die Schweizer Parlamentarische Gruppe für Tibet traf sich am Rande der laufenden Sommersession des Schweizer Parlaments, um Aktionspläne für Tibet zu diskutieren. Es wurde eine Vielzahl von Themen diskutiert, darunter die Situation der abgewiesenen tibetischen Asylbewerber und die allgemeine Situation in Tibet. Die Parlamentarier sicherten den Tibetern weitere Unterstützung zu und unterzeichneten die Petition für einen diplomatischen Boykott der Olympischen Winterspiele 2022, die in Peking stattfinden sollen. Die Co-Präsidenten der Fraktion Fabian Molina, Nicolas Walder und Nick Gugger sowie die Fraktionsmitglieder Christina Badatscha, Priska Birehaimo, Martina Munz und Marianne Schreifweller, der Präsident der Gesellschaft für Schweizerisch-Tibetische Freundschaft, Thomas Büchli, die Präsidentin des Vereins Tibeter Jugend in Europa, Tashi Shitsang und CTA-Offizielle vom Tibet-Büro Genf nahmen an dem Treffen teil. Die Sommersession begann am 31. Mai und wird bis zum 18. Juni 2021 dauern. Am Donnerstag vergangener Woche verabschiedete der tschechische Senat eine Resolution, in der die Regierung aufgefordert wird, die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking zu boykottieren. Dies aufgrund der ungeheuerlichen Menschenrechtsverletzungen Chinas gegenüber Tibetern, Uiguren und anderen Minderheiten. Die Resolution wurde am 10. Juni 2021 verabschiedet, welche vom Ausschuss für Auswärtige Angelegenheiten, Verteidigung und Sicherheit angenommen und vom Vorsitzenden Senator Pavel Fischer dem Senat vorgelegt. Die Resolution verweist auch auf Chinas gescheiterte Zusagen für die Olympischen Spiele 2008. Außerdem wird die tschechische Regierung aufgefordert, die Menschenrechtsverpflichtungen Chinas durch die Volksrepublik China zu evaluieren und die Themen systematisch in den UN-Gremien zur Sprache zu bringen. Die Europäische Union und die Vereinigten Staaten haben am Dienstag dieser Woche in Brüssel ihre gemeinsame Besorgnis über Chinas Menschenrechtsverletzungen in Tibet zum Ausdruck gebracht. Beide Seiten beabsichtigen, in engem Austausch bei einer ganzen Reihe von Themen in Bezug auf China zusammenzuarbeiten, die Elemente der Kooperation, des Wettbewerbs und der systemischen Rivalität beinhalten. Charles Michel, Präsident des Europäischen Rates, und Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, vertraten die EU. Präsident Joe Biden vertrat die Vereinigten Staaten. Es war der erste EU-US-Gipfel seit 2014 und der erste Besuch eines US-Präsidenten bei den EU-Institutionen seit 2017. Der Repräsentant vom Tibet House Japan, Dr. Seon-Yepo Arya, hielt am Samstag letzte Woche ein allgemeines Treffen mit der tibetischen Gemeinschaft in Südkorea ab. Repräsentant Dr. Arya sprach über die Wichtigkeit der Einheit, der Bewahrung unserer Kultur und Identität sowie die gemeinsame Sache nicht zu vergessen. Er empfahl, eine tibetische Vereinigung in der Region zu gründen, um Verbindungen mit der koreanischen Öffentlichkeit, ihrer Regierung und dem Parlament aufzubauen und um Unterstützung für die tibetische Sache zu werben. Repräsentant Arya sagte, dass das Einfordern des freiwilligen Beitrags für das Grüne Buch
durch die Tibeter in Korea in Absprache mit dem Finanzministerium schlank und vereinfacht erfolgen werden wird. Der Repräsentant Wuduk Ziering vom Tibet-Büro in Washington D.C. nahm am Freitag vergangener Woche an einer Gedenkfeier teil, die von der Stiftung Victims of Communism Memorial Foundation in Washington D.C. organisiert wurde. Es war die 14. alljährlich stattfindende Roll Call of Nations Breathlaying Ceremony. Jedes Jahr im Juni, am Jahrestag von Ronald Reagans Rede am Brandenburger Tor, veranstaltete die Stiftung diese Zeremonie, um die mehr als 100 Millionen Opfer kommunistischer Regime auf der ganzen Welt zu ehren und die Freiheit dort zu feiern, wo sie gesiegt hat, und das Streben nach einer Welt frei von Kommunismus zu fördern. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen und bis nächste Woche.